Den 31. Mai hat der Minister Asselborn bei einer Konferenz zu Kampala gesagt, je condamne fermement les responsables du raid contre la flottille Gaza qui a fait quelques 15 morts. Für Drun hat hier gesagt, dass hier die Erklärung ging machen, weil hier den einzigen europäischen Außenminister bei dieser Konferenz wäre. Comme je suis le seul ministre européen des Affaires étrangères présent à cette conférence. An der Diplomatie sind die Wörter, die den Herr Asselborn gewählt hat, von einer ganz großer Bedeutung. Sie sind außergewöhnlich scharf, aber sie sollen da, wenn sie auch nicht mehr in einer ganz außergewöhnlichen Umstand gebraucht gehen. Also selbstverständlich muss sie sich seiner Sache auch ganz sicher sein. Heute ist aber gewusst, dass die Gaza-Flottille nicht primär eine humanitäre Operation wäre, sondern politisch für den Blockus um Gaza zu durchbrechen. Und das gewusst, dass Israel offeriert hat, für Hilfsgüter zu Ashdod aufzulösen, als sie dann im Landweh an einer internationalen Observation an Gazastreif zu bringen. Das gouf aber von den Organisateuren refusiert. Haut hören wir auch, dass Hamas selber Probleme möchte, für die Gitter an Gazastreif ranzulassen. Es ist sicher so, dass die Opportunität vom Blockus zu Gaza kann diskutiert gehen, aber nimmen an der Berücksichtigung von den Interessen von allen Parteien, und dazu gehören auch Israel und wir selber. Wir sollen nicht vergessen, wen am Gaza zogen hat, und das ist die pro-iranische Hamas. Es ist auch gewusst, dass Israel diese Aktion mit allergrößter Wahrscheinlichkeit a Konformität mit dem internationalen Kriegsrecht durchgeführt hat. Und zwar sowohl was die Durchsetzung vom Blockus um Hegemie, nur den Regeln, die da applikabel sind, wie auch was Warnungen von den Schiffer angeht. 5 von den 6 Schiffer haben ja auch mal Zeit gestoppt. Tatsache ist aber auch, dass die Operation von israelischer Seite schlecht durchgeführt ging und dass es wahrscheinlich möglich gewesen wäre, durch die von anderen Mäuern und anderen Taktiken Menschenleben zu schonen und Verletzungen zu verhindern. Als Machtgefühl geht um alle Aufwand, die am Kader dieser Operation erlitten wurden, an ihre Familien. Ein neutral, transparent und unabhängige Enquete kennt und soll die rechtlichen Elemente abklären, so doch den UNO-Sicherheitsrat gefragt. Das Gewalt als auch gewusst, dass Gewalt mit großer Wahrscheinlichkeit von militanten Aktivisten auf der Mar wie Marmara ausgegangen ist und dass die israelischen Soldaten an Notwehr geschossen haben. Die Indikation hat heute Herr Bülent Yildirim, Präsident von der IHH, nach einmal konfirmiert. Das ist auf Fatzpunkt, also den Internetseite von der Frankfurter Allgemeine auf dem Spiegel hat konfirmiert gehen. Und dass die türkische IHH, die diese Aktion organisiert hat, von einer Reihe von gut informierten Quellen und Zusammenhang mit extremistischen Movementen erburscht wird. Es kann ihn also philosophieren und naive Solidaritätserklärungen nicht mehr warnen. Dafür freuen schaut den Herr Außenminister für was hier so frei an so scharfe Wörter und ohne all nötige Informationen zu holen, auch was die Genehzöl von den Affen angeht, Israel einseitig kondamniert wird. Für was das hier als Land und Lehrer von den Staaten bringt, die offen Israel feindlich sind und dadurch zu geringer letzter Impartialität von den dann überhaupt fehlt, am Nahostkonflikt all Kredibilität wegstellt. Für was das hier zu Kampala den Ausschein ging, eine europäische Meinung zu vertreten und dafür kein Mandat hat, und noch für die Vertretung von so einer radikaler Position wie Sänger bestimmt kein Mandat gekriegt hat. Für was der Herr Außenminister den israelischen Ambassadeur konvokiert hat, dass über das nicht Chargé d'Affaires kommt, was bald kein Land gemacht hat, und als Relationen mit Israel nicht mehr nach weiter vollkommen unnötig belastet. Für was den Herr Außenminister nicht auch den Hamas kritisiert, eine extremistische und islamistische Organisation, die Israel kontinuierlich militärisch angreift, mit Raketen und Mortieren, das Existenzrecht von Israel nicht unerkennt, keiner Chor wichtige Friedensfrohe mit der Fatah findet und Menschenrechte von der palästinensischen Population an der Gazastreif missachtet. Der Fazit von dieser Aktion von Herrn Asselborn ist, dass das Land einen großen diplomatischen Schuld erlitten hat. Es ist bedauerlich, dass der Außenminister nicht reagiert, wenn es nötig wäre. Wenn zum Beispiel an unsere Notbeschläge als Land menaciert wird oder wenn es institutionelle Rechte von der Europäischen Kommission mit Face getrippelt gehen. Wenn wir als Außenminister bräuchten, ist er nicht da. Es scheint eben mehr bequem zu sein, für Israel zu kritisieren, auch wenn es zu Unrecht ist. Merci, Herr Präsident. So, dem Herr Karteiser, merci an Lokitwort, Herr Außenminister. Ja, Herr Präsident, ich meine, ich kann das ganz kurz machen. Ich habe Stellung Bezug gehabt. Sind wir konfrontiert mit einem von den kruzialsten Problemen für den Weltfrieden. Ich meine nicht, dass in Dosis soll an den Meandern von obskuren Etadamen zu viel los. Dafür gebe ich Mengen, das werde ich gesagt haben, zu Kampala, habe ich gesagt, will ich in Außenminister sehen, den aber sicher ist, dass Operationen wie die dort
eben eng Falschpist sinn. An ich mich noch gerade expliziert auf der Tribüne, weil ich, Herr Präsident, dass in der Adresspolitik heißt, muss kennen. Und muss ich sagen, was richtig ist, was nicht richtig ist. Das hat man nicht richtig geschehen, und dafür habe ich gesagt, und ich habe noch mal ein Wort gesagt, kondamniert natürlich. Und ich kenne nicht von der Moderne erlebt, ich kann das nicht alles abzeichnen, eine Lucht von den Reaktionen von den europäischen Ländern. Das für meine Dinge da, als das conscientieus mal abgestellt gehen, ich gebe es die Deputieren, die da wollen, durch eine Ansicht hören, die sollen das machen, viele Rechte, und ich alles gesagt, was ich zu sagen habe, an meine Intervention noch gerade zur Resolution. Merci dem Herr Außenminister. Herr Karteiser wird recht ein Wort zu ergreifen. Herr Karteiser. So ich merci, ich will noch recht eng Zusatz vorzustellen. Den Herr Außenminister hat uns gesagt, dass er stellt der Frau ganz schnell, Herr Karteiser. Ich meine, dass so sehr wie es geht. Der Herr Außenminister hat uns gesagt, dass als Resultat vom Friedensprozess ein Staat, der palästinensische Staat, inklusive Ostjerusalem, mein frohen Herr Außenminister, als ob ihr nicht meint, dass die Territorialkonfiguration von der zukünftigen vom zukünftigen Palästina mis der Resultat vom Friedensprozess sind an nicht ein Donne ODP. Vielmals merci. Gut, merci, den Herr Außenminister. Also, Herr Präsident, das gibt es noch weit feiern, aber da wisst ein einfacher Wert, da gibt es UNO-Resolutionen, dass den israelischen Territoire, an den definieren wir an Zwischenzeit sowohl an der Europäischen Union so, wie auch am Quartett für das so, das UNO, das sind die Amerikaner, das sind Russen, das die Europäische Union, das sind Grenzen von 1967. Das ist also für Israel klar, wenn er nur ein Swap gemerkt hat, von den Territoire, die von 67 als ein Areal, von denen, wenn ich gewesselt bin, dann finde ich einen Akkord mit Territoires an der Westbank, dann hört kein Nebst dagegen, da wären wir bei Annapolis ganz nur bei, für das fertig zu bringen. Das ist das Erste. Das Zweite, dass jeder, der sich eng mit dem Moyen-Orient beschäftigt hat, der weiß, von Israel an den Grenzen von 67 zu definieren ist, da wissen, dass es zwischen Israel und Jordanien Westbank gibt, Cisjordanie gibt, das ist also ein Territoire, der Palästina zugesprochen wird. Es gibt Gaza, das ist den Territoire, den die Israelien verloren unter dem Meer Sharon, könnt ihr euch vielleicht erinnern, für 3 Jahre, meine ich. Und das ist auch ein Territoire, das nicht revendikiert wird von Israel, bien au contraire, aber der im Moment blockiert wird von Israel. Und da gibt es etwas Drittes, das ist Jerusalem. Jerusalem muss können leben als ein Staat, der selbstverständlich zu Israel gehört, wir auch selbstverständlich am Osten von der Stadt zu dem Palästinenserstaat. Wenn ihr das seht, Herr Präsident, und das als keine Erfindung, weil so dicht die Sinne gründet, keine Erfindung von mir, das ist eine Tatsache, wenn ich die Region da kennt, da wir sehen, dass auch die schwedische Präsidenz probiert hat, da tut eine Resolution zu kriegen, sie haben den Ball fertig gehabt, und ich denke, dass als Freund an Israel sich auch sollen darüber abstellen, dass wenn sie long term wirklich Friede wollen, dass die dorten Repartition und auch die dorten Optik einzig an lang wird machbar sind für ein Kehr dazu richten, was wir ja wollen, was heißt, wir wollen 2 Staaten, den israelischen und den palästinensischen, die Side by Side, die Seite by Seite können leben, den einen gerade so sicher wie den anderen. Merci. Merci auch dem Außenminister, und damit ist im Moment von der Diskussion.